Eine weitere Episode Scheiben Road Movies. Endlich mal wieder in Sonnenbrille. Das Wetter hat so etwas von gewechselt. Es ist der Knaller. Es ist wirklich der Knaller. Weil das alte Wetter so etwas von hier hatte, das gibt es gar nicht. Darum bin ich umso glücklicher, dass endlich mal wieder die Sonne scheint. Und morgen sollte sie auch noch scheinen. Und am Montag und am Dienstag und am Mittwoch sollte sie auch noch scheinen. Der Knaller. Auf das habe ich gewartet. Jetzt fehlen nur noch die passenden Temperaturen. So zum Flipflops, kurze Hose anlegen und nachher kann ich mich wieder entfalten. Ja. Ich bin auf dem Weg nach Rheineck. Ich bin dort gebucht, privat. Ja, das kann man. Man kann die Scheibe privat buchen. www.scheibenentertainment.ch, also mit Bindestrich. Oder einfach scheiben.ch geht auch. Dort findest du alle Infos, die es braucht, um mich privat zu buchen. Janine hat das gemacht und darum bin ich auf dem Weg. So, jetzt kann ich mal schauen, ob ich das Rheineck auch finde. Ich war noch nie in Rheineck, aber bekanntermaßen einmal ist das erste Mal. Bei mir ist das heute. Voilà, ich glaube es einmal. Nochmal. Heute, das erste Mal Rheineck. Es ist krass, ich muss es jetzt einfach wirklich mal sagen, es ist krass, wie die Leute auf der Straße sich verhalten, nur weil etwas Ähnliches war wie Vollmond. Too much. Macht es doch mal mit der Scheibe und dort zur Abwechslung mal viel zu viel Zeit einplanen. Nicht einfach 10 Minuten, sondern auch gerne mal eine halbe Stunde zu viel. Muss nicht so extrem sein wie ich, der immer eine Stunde zu viel einrechnet. Aber kann schön gemütlich gechillt und tiefenentspannt Richtung Rheineck cruisen. Ich finde das viel entspannter, das Leben ist sonst schon genug stressig. Also macht es doch einmal so. Ihr müsst nicht drängeln, nicht irgendwie überholen wie die Pikten, aufhocken und sonstige Bullshit machen. Aber jedem das Seine. Ich genieße es jetzt nach meinem Salut. Ich habe das Rheineck also gefunden, bin erfolgreich angekommen. Jetzt suche ich nur noch irgendjemanden, der mir hilft aufräumen. Immer ein riesen Ghetto machen und dann der Fall auf. Die haben wir gerne. Alles steht. Stefanie Heinzmann, das Vorprogramm ist schon ein bisschen am Graufen. Und ja, es kommt gut. Kommt gut. Ich bin alleine. Ja, Soundcheck ist gemacht, wie gesagt, aufgeräumt habe ich mittlerweile auch. Jetzt ist es so, dass ich einfach warten, bis es losgeht. Sie, die Geburtstag hat und ihr Kollege, Partner, Freund, Mann, was auch immer, die sind jetzt schnell heim, gehen duschen und brauche ich nicht, darum bin ich da. Und jetzt kann ich noch ein bisschen üben, jetzt kann ich noch ein bisschen Gitarren, ganz allein, in einem wunderschönen Raum übrigens. Hure cool, schön beleuchtet da, indirekt, tipptopp, passt. Jawohl!
Es ist jetzt nicht so, dass in diesem Rhein-Eck hure viel läuft. Hat es da Leute? Leben da Leute? Leben da wirklich Leute? Jawohl. Lustige Leute. Ein weiterer Schreiben Unplugged-Tag geht zu Ende. Alles tiptop abgelaufen. Es hat also doch tatsächlich noch Leute gegeben in diesem Rhein-Eck. Und es war ein lustiger, illustrer Abend. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Das geht noch etwa 2 Stunden und nachher gehe ich auf Hause. Voilà, so sieht es aus. Bye bye baby. Jo.